Publikum. Wir haben den Artikel 7 heute aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Ich danke an der Stelle auch meinen Vorrednern für ihre Einschätzungen, Kommentare, aber als Vertreterin der jungen Generation vielleicht hier an der Stelle auch einmal für ihr Engagement in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Meine Aufgabe ist es heute, Ihnen und euch den Artikel 7 aus der Perspektive der aus der Perspektive der Jugend vorzustellen. Also jener Perspektive, die in Zukunft darüber entscheiden wird, welchen Platz der Artikel 7 in unserer Rechtsordnung, aber auch im Minderheitendiskurs einnehmen wird. Ich spreche hier heute nicht nur als Kärntner Slowenin, als Juristin, sondern auch als Mitglied des KSSD, also des Klub Slowenskih Studentov na Dunaju, des Klub slowenischer Studentinnen in Wien. Und in unserem Aktivismus in den vergangenen Jahren haben wir uns vermehrt mit für die Minderheit wichtigen historischen Ereignissen beschäftigt. Es ging um, es ging um 100 Jahre Plebiszit, 50 Jahre Ortstafelsturm und eben heuer um 70 Jahre Artikel 7. Diese Arbeit ist lehrreich, wichtig, aber vor allem auch eines, frustrierend. Frustrierend vor allem deswegen, weil wir als Jugendorganisation eigentlich nicht nur erinnern wollen, wir wollen auch etwas fordern. Es wäre 2025 angebracht, einzufordern, dass Minderheitensprachen bei der Digitalisierung mit berücksichtigt werden, dass staatliche Homepages oder auch vielleicht auch Gesetze mehrsprachig sind, dass es an der Zeit wäre, Minderheitenrechte als durchsetzbare kollektive Rechte auszugestalten, dass es nicht sein kann, dass der mehrsprachige Unterricht gekürzt statt ausgebaut ist. Nur es ist nicht so leicht, etwas zu fordern, wenn nicht einmal das Minimum des Artikel 7, also der Artikel 7 zur Gänze und das nach 70 Jahren erfüllt ist. Ebenso frustrierend ist es, dass die meisten von uns damit groß geworden sind, dass man dem Artikel 7 dadurch die Zähne gezogen hat, dass man dessen Regelungsinhalt im Volksgruppengesetz, das haben wir heute schon öfter gehört, und dessen Anhängen einschränkte. Durch die Hebung dieser Bestimmungen in den Verfassungsrang hat man den Volksgruppen auch jegliche Möglichkeit genommen, vor den Gerichten geltend zu machen, dass die derzeitige Rechtslage nicht dem Artikel 7 entspricht. Viele junge Minderheitenangehörige können sich nicht an die Massenproteste um den Artikel 7 erinnern. Wir können uns auch nicht daran erinnern, dass der VfGH zumindest kurzzeitig als Behüter des Artikel 7 gegolten hat. Das erste Mal von Minderheitenrechten so richtig was verstanden haben viele von uns 2011, als es um den sogenannten Kompromiss ging, der schließlich dazu führte, dass die vielen Bestimmungen im Volksgruppengesetz im Verfassungsrang stehen und damit jeglichen innerstaatlichen Rechtszug abschneiden. Die Message, die wir davon getragen haben, ist, Minderheitenrechte sind zwar Grundrechte, aber unsere Grundrechte sind verhandelbar. Das ist die Grundstimmung, mit der wir vom Club und unsere Freundinnen vom Hrvatski Akademski Klub, also vom kroatischen akademischen Club vom HAK, im Wintersemester 2024 damit begonnen haben, unsere Projekte rund um 70 Jahre Artikel 7 Člen 7 zu planen. Eine der ersten Veranstaltungen unserer Projektreihe war ein Diskussionsnachmittag mit dem Titel Artikel 7 Člen 7 Dead or Alive, also Artikel 7 tot oder lebendig. Eine Bestimmung aus einem Vertrag, der Österreich als souveränen Staat wiederhergestellt hat, Artikel 7 als ein Verfassungsgesetz und vor allem seine Grundrechte, die Magna Carta der Volksgruppenrechte, wie man ihn nennt, für tot zu erklären, erschien uns nicht richtig. Schließlich ist der Artikel 7 nach wie vor Bestandteil der Rechtsordnung. Nur aus ihm rausholen kann man, so scheint es, auch nicht mehr viel. Ist durch seine Durchsetzung stark beschnitten und seine Untererfüllung quasi in Stein gemeißelt. Da wir somit zum Schluss gekommen sind, dass der Artikel 7 nicht tot sein kann, aber auch nicht so ganz lebendig ist, haben wir ihm den Status eines Zombies verliehen. Also den Status eines lebenden Untoten, der, wenn er will, jederzeit wieder aufstehen und zubeißen kann. Einen ersten Reanimationsversuch könnte natürlich die Politik unternehmen. Seien es der Bund, die Bundesländer, Gradišće, Koroška, die Gemeinden,
Jede Entität davon könnte in ihrem Zuständigkeitsbereich dafür sorgen, dass der Artikel 7 nach 70 Jahren trotzdem noch vollständig umgesetzt wird. Selbst wenn wir Jungen auf einen solchen Einsatz der heimischen Politik hoffen, sind wir uns dessen bewusst, dass die erforderlichen politischen Mehrheiten, insbesondere die für die Änderung des Volksgruppengesetzes erforderliche 2/3-Mehrheit, wohl nicht mehr zustande zu bringen sind. Das Minderheitenthema ist in der Politik in den Hintergrund getreten. Wenn einmal etwas zu den Volksgruppen gesagt wird, dann sind es meistens nur Lippenbekenntnisse. Selbst jene Organisationen, die uns eigentlich vertreten sollten, melden sich nur ab und zu Wort. Die Volksgruppe zieht sich aus der öffentlichen Debatte zurück. Das Mantra: nur nicht anecken, denn in Kärnten leben jetzt alle glücklich miteinander. Dass dem nicht so ist, muss ich nach dem heutigen Tag wohl nicht näher ausführen. Welche Rolle die EU beim Schutz der österreichischen Volksgruppen spielen wird, wird sich wohl noch zeigen. Enttäuschend war die Antwort der EU-Kommission auf die erfolgreiche Bürgerinneninitiative Minority Safeback, in der die Kommission entschied, die dort gestellten Forderungen nicht umzusetzen. Positiv stimmt hingegen, dass der Petitionsausschuss des EU-Parlaments die Petition der Kärntner slowenischen Volksgruppenorganisationen zur Sicherung der Minderheitenrechte in Österreich und zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit angenommen hat und wie es scheint behandeln wird. Doch eigentlich geht der Großteil der jungen Minderheitenangehörigen nicht davon aus, dass irgendein Recht einfach so durch die Politik gewährt wird. Die Geschichte hat eben gezeigt, dass der Status der Volksgruppenrechte jener eines Grundrechts zweiter Klasse ist. Man darf es unter Umständen ausleben, wenn man darauf beharrt, hartnäckig bleibt und sich auf kreative Umwege begibt, um doch noch zu seinem Recht zu kommen. Dass das in einem Rechtsstaat wie Österreich eigentlich nicht der Fall sein dürfte, muss ich vermutlich nicht erklären. Daher ist der zweite Weg, wie wir Junge glauben oder zumindest hoffen, irgendwann doch noch eine vollständige Verwirklichung des Artikels 7 zu erleben, jener vor die Gerichte. Das hat sich in der Vergangenheit als der effektivste Weg gezeigt, irgendwas zu bekommen, und es ist zu vermuten, dass das auch künftig so sein wird. Allerdings, und da wiederhole ich mich, glaube ich, zu den Vorrednern, stellt auch die Geltendmachung der Rechte des Artikel 7 vor den Gerichten da stellen sich ebenso einige zentrale Probleme. Bereits angesprochen wurde, dass zahlreiche Rechte des Artikel 7 vor den nationalen Gerichten, insbesondere dem Verfassungsgerichtshof, nicht eingeklagt werden können, weil sein Anwendungsbereich durch die Verfassungsbestimmungen im Volksgruppengesetz eingeschränkt wird. Das bedeutet, dass der Artikel 7 in vielerlei Hinsicht zwar weitergeht als das Volksgruppengesetz, das vor dem VfGH aber nicht geltend gemacht werden kann, weil dieser ein Verfassungsgesetz, zum Beispiel das Volksgruppengesetz, nicht am Maßstab eines anderen gleichrangigen Verfassungsgesetzes, etwa dem Artikel 7, messen kann. Und auch hier sei nur kurz angemerkt, auch ein Rechtsweg vor internationale Instanzen, also den EuGH oder den EGMR, scheint aus unserer Sicht sehr schwer, weil man da eben auch einen Fall konstruieren müsste, und das wird uns wahrscheinlich nicht so leicht gelingen. Ein weiteres Problem betrifft den Kreis der klagebefugten Personen. Stellen Minderheitenrechte Grundrechte, also subjektive Rechte im Verfassungsrang dar, also Rechte, die Einzelpersonen zukommen, dann ist es nach dem österreichischen Rechtsschutzsystem zumindest theoretisch nicht so schwer, diese Rechte geltend zu machen. Ein solches Recht war im Kontext des Artikels 7 zum Beispiel das Recht auf zweisprachigen Unterricht. Nun sind aber zahlreiche Rechte, die der Volksgruppe gewährt werden, eben keine Rechte von Einzelpersonen, sondern beziehen sich auf eine ganze Gruppe, auf die Volksgruppe. Kollektive Grundrechte sind der österreichischen Rechtsordnung weitgehend unbekannt. Rechte der Volksgruppe als Kollektiv, wie jenes auf zweisprachige topografische Aufschriften, werden in Österreich nach der herrschenden Lehre als Teil des objektiven Rechts gesehen. Niemand hat ein Recht auf eine zweisprachige Ortstafel und daher kann sie auch niemand einklagen. Ein drittes Problem stellt dar, dass es nach dem österreichischen Rechtsschutzsystem fast unmöglich ist, die Untätigkeit des Gesetzgebers einzuklagen.
Die Aufgabe des Verfassungsgerichtshofes ist es nun mal, die Gesetzgebung zu kontrollieren. Er ist ein sogenannter negativer Gesetzgeber und kann als solcher nur in ganz seltenen und ganz eng gelagerten Fällen ein rechtswidriges Unterlassen der Gesetzgebung feststellen. Daher ist es auch juristisch so schwierig, gegen 70 Jahre Mindererfüllung des Artikel 7 vorzugehen. Diese Probleme greifen Hand in Hand und sind auch der Grund, warum auch juristisch kaum eben was gegen die mangelhafte Umsetzung des Artikel 7 gemacht werden kann. Als Vertreterin einer jungen Generation von Minderheitenangehörigen will ich aber dennoch nicht den Kopf in den Sand stecken und will zum Schluss meines Vortrages einige Überlegungen dazu anstellen, wie den österreichischen Volksgruppen es doch noch gelingen könnte, ihre Rechte vor den Gerichten geltend zu machen. Zu diesem Zweck möchte ich etwas tun, was meiner Meinung nach in der Diskussion um Minderheitenrechte zu wenig gemacht wird, und zwar einen Blick über den minderheitenrechtlichen Tellerrand werfen und mich in anderen Rechtsgebieten umschauen. Keiner der im Folgenden genannten Ansätze ist die magische Formel, die alles lösen wird, aber es ist ein Versuch, einige Drehschrauben zu ermitteln, die den derzeitigen Stillstand beenden könnten. So gibt es etwa mittlerweile zahlreiche Entwicklungen im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes, die auch den Volksgruppen als Vorbild dienen könnten. Dabei geht es darum, dass bestimmte qualifizierte Personen oder Einrichtungen für eine Gruppe Klagen einlegen können. Vorteil einer solchen kollektiven Klagsführung ist etwa, dass nicht eine Einzelperson Ungerechtigkeiten geltend machen muss, die eine ganze Gruppe betreffen, ein erleichterter Zugang zur Justiz und in gewissen Bereichen auch die Geltendmachung von Allgemeininteressen, also sozusagen von objektivem Recht. Bereits gängig sind solche Modelle etwa im Verbraucherinnenrecht, wo nach der Verbandsklagenrichtlinie der EU bestimmte qualifizierte Einrichtungen stellvertretend für eine Gruppe von VerbraucherInnen Konsumentenrechte gegenüber Unternehmen geltend machen können. In Österreich könnten so zum Beispiel die Arbeiterkammer oder der VKI Unterlassungsklagen oder Abhilfemaßnahmen gegen Unternehmen für eine Vielzahl von KonsumentInnen geltend machen. Ein weiterer Bereich, den sich die Volksgruppe zum Vorbild nehmen könnte, ist das Umweltrecht. Das sogar aus mehreren Gründen. Zum einen kennen zahlreiche Umweltgesetze eine Art kollektiven Rechtsschutz. So sind zum Beispiel bei Verfahren für große Infrastrukturprojekte Umweltorganisationen nach dem UVPG-Gesetz, also nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, berechtigt, Klagen einzubringen. Außerdem ist zu beachten, dass diese Umweltorganisationen in solchen Verfahren keine subjektiven Rechte geltend machen, sondern Bestimmungen des objektiven Rechts, etwa dass das Großprojekt in Naturschutzinteressen eingreift. Für den Grundrechtsbereich hat eine solche kollektive Geltendmachung von Allgemeininteressen sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt, etwa zuletzt im Fall Klimaseniorinnen gegen die Schweiz. Dort hat er klargestellt, dass ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die vom Klimawandel betroffenen Grundrechte seiner Mitglieder zu machen, klagebefugt ist, auch wenn der Verein selbst natürlich nicht vom Klimawandel betroffen ist. Außerdem hat er klargestellt, dass die Klimaseniorinnen ihre Grundrechte einklagen können, auch wenn der Kampf gegen die Klimakrise sehr wohl ein Allgemeininteresse darstellt. Wir sehen also, die österreichische und auch die europäische Rechtsordnung kennen bereits Modelle, die es erlauben würden, dass eine Vertretungsorganisation Rechte einer Gruppe oder des objektiven Rechts geltend macht. Bestünde der entsprechende politische Wille, spräche nichts dagegen, solche kollektiven Rechtsschutzmöglichkeiten auch für Volksgruppen einzurichten. Anzudenken wäre etwa, den Vertretungsorganisationen der jeweiligen Volksgruppe ein Recht einzuräumen, in Minderheitenangelegenheiten Klagen zu erheben. Das würde zwar das Problem nicht lösen, dass der Inhalt des Artikel 7 durch das Volksgruppengesetz einzementiert ist, aber immerhin wäre so der Kreis der Klageberechtigten erweitert und es könnten auch objektivrechtliche Bestimmungen eingeklagt werden. Ein weiterer Impuls aus dem Klimaschutzrecht, den ich nicht vorenthalten will, ist das Konzept der Generationengerechtigkeit.
Auch dabei handelt es sich um einen Ansatz, der auf sogenannte Klimaklagen, also strategische Klagen, um etwa einen Staat zu mehr Klimaschutz zu verpflichten, zurückgeht. Die Generationengerechtigkeit wurde im Fall Neubauer et al. Gegen Deutschland vom deutschen Bundesverfassungsgericht erstmals von einem Gericht angewendet. In seinem sogenannten Klimabeschluss ging das Gericht davon aus, dass die Untätigkeit der Bundesrepublik gegen den Klimawandel dazu führen wird, dass junge Menschen sowie künftige Generationen, wenn sie auf der Erde überleben wollen, in Zukunft eine Vollbremsung bei ihrem CO2-Ausstoß hinlegen werden müssen. Das wird dazu führen, dass diese jungen Menschen ihre Lebensweise schlagartig verändern werden müssen und so viele der Freiheiten, die wir heute genießen, nicht mehr ausleben werden können. Die Untätigkeit Deutschlands in Bezug auf den Klimawandel schafft deshalb eine eingriffsähnliche Vorwirkung in ihre Grundrechte. Weil um die Klimakatastrophe zu verhindern oder sie zumindest abzumildern jetzt gehandelt werden muss, stellte das Gericht bereits jetzt eine Verletzung von Grundrechten der jungen Beschwerdeführerinnen und künftiger Generationen fest. Hier anzumerken ist, dass eine entsprechende Klimaklage in Österreich, die sich auf das BVG-Klimarecht stützte, leider gescheitert ist, das aufgrund der rigiden Auslegung der Beschwerdelegitimation des VfGH. Aber der Ansatz der Generationengerechtigkeit, das Konzept dieser eingriffsähnlichen Vorwirkung ist, glaube ich, etwas, was auch wir Volksgruppen uns abschauen könnten. Zwar normiert Artikel 7 per se kein ausdrückliches Recht auf den Fortbestand der Volksgruppe, andererseits wird mir aber keiner widersprechen können, dass er implizit doch ein derartiges Recht enthält. Weil was ist sonst der Sinn von zweisprachiger Bildung, Minderheitensprachen als Amtssprache, zweisprachiger Topographie, zahlreichen Nichtdiskriminierungsgeboten, außer dass gesichert ist, dass in Österreich Volksgruppen bestehen bleiben sollen und es sie in Zukunft auch noch geben soll. Was würde der Artikel 7 bringen, wenn man ihn durch 70 Jahre Untätigkeit und Assimilierungspolitik einfach ausheben könnte? Bejaht man also ein Recht auf Existenz der Volksgruppen in Österreich, muss man überlegen, ob ein solches auch künftigen Generationen zukommen wird. Sollen sich auch in 70 Jahren noch Minderheitenangehörige auf Artikel 7 berufen können, muss man bereits jetzt gegen die Untätigkeit des Gesetzgebers vorgehen, damit es in Zukunft überhaupt noch eine Volksgruppe gibt. Es ist also zu überlegen, ob in diesem Zusammenhang nicht doch eine eingriffsähnliche Vorwirkung der Untätigkeit des Gesetzgebers in Bezug auf Minderheitenrechte und damit schon jetzt eine Verletzung der Minderheitenrechte künftiger Generationen besteht. Somit ist abschließend festzuhalten, dass der Artikel 7, auch wenn ihm im Laufe der letzten 70 Jahre einiges an Durchschlagskraft genommen wurde, noch immer viele spannende juristische Fragen aufwirft. Auch wenn man zu ihrer Beantwortung womöglich in andere Rechtsbereiche reinschauen muss. Wenn man den richtigen Inspirationen folgt, kann aber auch diesem Zombie wieder einiges an Leben eingehaucht werden. Und jetzt ganz zum Schluss auch noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung, die dem Zombie-Artikel 7 wahrscheinlich auch wieder viel Kraft geben wird. Am Donnerstag, den 15. Mai um 17 Uhr findet in Wien am Ballhausplatz eine große Demonstration für Rechte der Minderheiten statt. Und wer kommen kann, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und damit würde ich das schon auch abschließen. Vielen Dank, Hvala lepa. Hvala lepa. Ich habe vorher leider vergessen die Vorstellung, das war Magister Lea Vogt. Man hat es gehört, Assistentin an der BOKU für Umweltrecht. Ja, herzlichen Dank für den doch sehr optimistischen Ansatz. Wenn man dir zuhört, das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Es gibt noch weitere rechtliche Möglichkeiten. Voilà.